Nun denn, nun denn, nun denn. Es wird Zeit für das Duell des Schicksals bei Yu-Gi-Oh! Legacy for Duelisk. Link Evolution, genau. Junge seine Freunde fanden Joey, aber es war zu spät. Joey hatte seine Seele schon an die Orikalkos verloren. Wieso an die Orikalkos? Aber egal. Was ist hier los? Siehst du das nicht? Joey muss Wellen besiegt haben. Das ist wahr. Allerdings gibt es nur einen, der wirklich über all das hier verantwortlich ist. Und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Er steckt sich in seiner Festung, während andere die Drecksarbeit machen müssen. Aber damit ist jetzt Schluss. Yugi kam in der Festung von Darts, dem Paradius-Hauptquartier, an und fand Mai bewusstlos vor. Mai, sag doch was! Es ist höchste Zeit, dass du auftauchst, Pharao. Es geht nicht um dich, Raphael. Ich bin hier, um Darts zu treffen. Ist dann meistens so ein Feigling, der dich in seine Kämpfe schickt? Nicht ganz. Aber warum nimmst du nicht das hier? Das ist die Klaus Hermos, Joeys Karte. Was bist du derjenige, der Joey besiegt hat? Eigentlich hat Mai Joey besiegt, dann habe ich sie besiegt. Warum? War Mai nicht auf eurer Seite? Ich habe ja nie getraut und es hat sich herausgestellt, dass er von Anfang an recht hatte. Bla 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 bla. So. Das war das große Ungeheuer wiederbelebt ist, wird eine Seele da nicht mehr existieren, Pharao. Dazu fehlt nur noch eine starke Seele. Das heilige Sieg und Orikalkos wird das erledigen, sobald ich dich besiegt habe. Der Sieger geht als freier Mann und der Verlierer wird Gefangener des Ungeheuers. Ja. Und damit Zeit für ein Duell, Freunde. It's time for Duell. Und ich hoffe jetzt mal, dass Yugi ein einigermaßen vernünftiges Deck hat. Und vor allem, dass er ein bisschen Kartenglück habe. Ich würde gerne mal ein bisschen eben auch die Karten spielen, wie eben der Krit ja sowieso nicht, aber halt, Hermos schon da. Geil. Hermos und natürlich auch Dingsbums. Wächter, ja, der hatte die Wächtermonster, genau. Ach du Scheiße. Da kann ja lustig werden. Warte mal. Timeos, genau. Yugis Karte war ja Timeos. Also, die Wächterkarten. Oh, da muss ich wieder reindenken. Wie war das schon wieder? Genau, irgendwie das mit dem Wächter war ja so, dass man eigentlich die zugehörige Zauberkarte braucht. Und dann war es, glaube ich, sogar egal, was für eine Stufe sie hatten. Je nachdem hatten sie halt auch starke Effekte, genau. Beschwör der Waffenkammer. Was? Füge deiner Hand ein Wächter. Okay. Ein Wächterkarte hinzu, außer keltischer Wächter, geflügelter Drache, Festungswächter 1, 2, Wächter Labyrinth, Sumpfkampfwächter. Alter! Fusionswächter, Grabwächterkarten. Und das nur, weil man halt damals für diese Karten, diesen Typus, halt noch irgendwie keinen speziellen, ja, wie soll ich sagen, keinen speziellen Typ hatte. Klingt doof, ich weiß, aber es ist so. Ich meine, wir kennen zum Beispiel mit den Zwillingsmonstern, haben wir bei Joey in seinem Deck gesehen, dass er so einen rotäugigen, so ein Zwillingsmonster hatte. Oder mit Kaiba da mit seinen XYZ-Monstern, sind ja Unionsmonster. Und hätte man es hier halt bei den Wächtern, halt ein bisschen anders gemacht und irgendwie, keine Ahnung, halt einen Wächter-Typus eingeführt, also Guardian oder whatever. Dann hätte man es hier natürlich ein bisschen anders machen können. Aber ja. Ist halt so. Also, warte mal, Gral, Schwerkrafttag, das ist für den Wächter von Gral, genau. Und er hat jetzt Wächter Eatus auf dem Feld, warte mal. Ich hätte auf keine Monster, kann eine Spezialbeschwörung beschwören. Du kannst eine Ausrüstungszauberkarte, in der diese Karte ausgerüstet ist, auf den Friedhof legen und dann bis zu 3 Monster, dann gehen das Wellenverband. Das ist für verwandte Monster, okay. Das war ja auch so wie im Anime. Die Frage ist, wenn ich mich richtig erinnere, gab es im Anime von Eatos noch irgendwie ein ganz anderes Viech. Also Eatos ist quasi wie so ein, obwohl es Typus Wind ist, eigentlich eher so eine Lichtgestalt quasi, ein heiliger Wächter. Ja, der Typus Fee, okay, dann gibt es halt irgendwie auch noch einen Gegenpart davon. Okay, warte mal. Zusätzlich ihm als legendärer Drache Hermos behandelt. Klar, was Hermos. Die Frage ist halt, was könnt ihr alles rufen? Bogen der Götter mit dem Kriegermonster, okay.
Bohner Göttin, kann ich ein anderes Monster ausrüsten? Klingt zwar nicht schlecht, aber bringt mir jetzt nicht so viel. Weil ich keinen Boost dadurch kriege, ist eher für einen Effekt und ein zweites Mal anzugreifen. Okay. Dunkles Magiermädchen plus ein Drachenmonster. Ja, mit dem oben aufgeführten Fusionsmaterial oder mit das Auge von Timaeus beschworen werden. Aber mein generelles wird auch sonst gehen. Krass. Dunkles Magiermädchen plus ein Drachenmonster. Entschuldigung. So, warte mal. Einmal pro Spielzug. Du kannst das gewählte Ziel. Ja, schon war ja was. Amulettdrache. Dunkler Magier plus ein Drachenmonster. Gut, theoretisch schon mal beide Magier auf der Hand. Das Problem ist halt bloß, mir fehlt noch Timaeus. Das müssen wir mal ganz kurz ändern, Freunde. Ich hoffe, ich ziehe gleich, weil sonst hätte ich ein kleines Problemchen. So. Freunde Revolta, komm schon, Timaeus, wo bist du? Ich brauch dich, Kumpel. Ein bisschen doof. Schwarze Magier werfen trotzdem mal ab. Ich habe ja ein paar Monster-Animationen, also kein Problem. Alter, Klaus Hermos, was machst du denn hier? Na toll. Dunkler magischer Vorhang. Klappt nicht mit dem Friedhof. Dankeschön, scheiß Karte. Klaus Hermos. Warte mal, wie war das schon wieder? Ich kann nicht darauf zugreifen, dankeschön. Ritter des Königs, Ritter der Königin, ja, macht Sinn, vielleicht, nein. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann habe ich sowieso für Hermos nur den Bohner Göttin, okay. Dann machen wir es ein bisschen anders. Timaeus, ich brauch dich, Alter. Ja, toll. Ja, ist klar. Hol dir mal mein Monster. Läuft. Nicht. Ah, da ist er. Ah, Timaeus, da bist du ja. So. Jetzt, Freunde, wird aber hier Rambazamba ausgeführt. Holen wir doch mal den schwarzen Magier zurück. Schwarze Magie-Attacke, will man sagen, wa? So, und dann wird es Zeit für das Auge von Timaeus. Und ich rufe Amulettdrache. Und zwar im Angriffsmodus. Die verwandt werden sollen bis zu 11 Karten aus. Das sind noch viel. Ich kann das Auge von Timaeus zurückholen. Sind eigentlich die einen roten ja irgendwie blau selektiert? Verstehe ich nicht. Ja, komm, scheiß drauf. So. Aha, gegnerischer Friedhof, so. Der Effekt hat was. Warte mal, du kannst am nächsten Friedhof wählen, das ist eine Spezialbeschwörung, okay. Hat der jetzt irgendwie einen speziellen Effekt gehabt? Du kannst einen ausrüsten, nee, den jetzt nicht. Wenn sie ausrüstet, okay, den kann man zurück auf die Hand kriegen. Den nicht. Ja gut, dann würde man sagen, haben wir noch die Option, noch ein bisschen mehr zu machen, ne? Kann Klaus Hermos ja einmal zumindest eigentlich, warte mal.
eigentlich gegen Timeus geht gar nicht, das weiß ich. Und dann noch gerade unwichtig. Ja, komm, ist was. Erstmal Ritter der Königin rufen. Ah, okay, es geht. Sehr gut. Und mal noch den Ritter des Königs. Special Ability. Und den Ritter des Buben. Dann spiele ich die Klaue des Hermos. Und rufe den Bogen der Göttin. Und opfere dafür die Ritter der Königin. So, das ausrüsten möchte. Warte mal, war das schon wieder mit dem Effekt? Im Spielfeld rüstet diese Karte aus, solange sie kann man dort diesen Effekt auslösen. Hier den ersten Effekt und ein Gegner, wenn dieser Beta-Phase aktiviert wird. Vor allem den ersten Effekt, okay. Wobei, heißt einfach annulliert den ersten Effekt, der von deinem Gegner während jeder Battlephase aktiviert wird. Heißt, es spielt keine Rolle, ob es Monster, Zauber oder Fallenkarte ist. Gehen wir davon aus. Kann zweites Mal angreifen. Das heißt, ich kann das Duell ja nicht ganz beenden, aber es könnte lustig werden. So. Jetzt geht's rund. Amulettdrache, Angriff. Hä? Das kann ein zweites Mal angreifen? Ah, danach. So ein Scheiße, ganz ehrlich. Da fragt man sich, wieso es diese Karten in der heutigen Zeit nicht mehr gibt. Oder beziehungsweise wieso sie nicht mehr gespielt werden. Genau aus dem Quatsch. Alter. Kuri Bandit. Du kannst dir als Tribut anbieten. Erscheine, Kuri Bandit! Das fand ich damals so geil in diesem Arc, ja, doch kann man so sagen, in diesem Arc damals bei Yu-Gi-Oh! Der erste Yu-Gi-Oh! Saga mit diesen Drachen und so, es ist halt die Charaktere alle so krass viele verschiedene Kartentypen hatten. Noch die ganzen neuen Kuribo-Karten und so, der Fusionsmöglichkeit, das war, einerseits war es cool, andererseits habe ich mich einfach dann aber auch gefragt, warum nur damals, warum man einfach nachher plötzlich weg? Fand halt ein bisschen schade. Nur in dieser Staffel, nachher nicht mehr. So, der Amulettdrache leistet gute Dienste. Kann man nicht groß meckern jetzt. So, Kuri Bandit. Noch ein. Ah, noch ein Auge des Timeus, sehr gut. Jo, bitte. Nehmen wir mal das Auge des Timeus gerne. Vielleicht brauche ich den nächsten Zug nochmal. Ah, das Kacksiegel, ey. Das kann das Auge des Timeus nicht rufen. Ah, warte mal, muss immer auf dem Feld sein, wa? Ja, so ein Quatsch. Warte mal. Ich ruf mal das schwarze Magiermädchen. Das ist ja keine typische Fusion, ne? Von dem her. So, jetzt. Auge des Timeus. Ich rufe das schwarze Magiermädchen. Die Drachenritterin. Ja, geht leider nicht hier. Immer noch nicht, okay. Ein Spielzug schnell. Jo, nehme ich, dankeschön. Nö, Siegel zerstören, warum? Aha, weil es nicht anders geht, super. Gut, Siegel down. Oh, Alter. Die Scheißkarte nervt. So, jetzt reißt er aber. Amulettdrache, los.
Und direkter Angriff. Bye, bye. Tja, Freunde. Die Drachen herrschen, kann man so sagen. Wenn es mal klappt, sind sie echt mächtig. So. Du hast recht, danke. Ich verstehe es jetzt. Jetzt, wo ich verloren habe, verstehe ich alles. Bye. Was? Noch hier? Ich bin verwirrt. Ich habe eine Theorie. Der Sieg von Orichalcos bezieht seine Kraft aus der Finsternis im Inneren der Person, die es spielt. Raphael hat es geschafft, diese Finsternis zu besiegen. Sondern meine Seele verschont. Ich bin frei. Aha. Aber wie immer muss erst besiegt werden. Oh, so, okay, ich hab's verstanden. So, egal. Freunde, es sind noch 2 Duelle übrig. Dass wir beide noch schaffen in dieser Folge, eher unwahrscheinlich, aber das Duell gegen Darts, das gönne ich mir jetzt noch. Darts. Das Geplänkel. Das letzte Mal. Lass unsere Freunde frei. Das geht leider nicht. Also wie gern würde ich jetzt irgendwie einfach mal ein Doppelduell spielen. Yugi und Kaiba gegen Dart, das wäre jetzt geil. Wobei ich müsste lachen, wenn ich als Yugi zwar spiele, aber alle 3 Zauberkarten, also alle 3 Drachenkarten hätte. Und ja, so macht es halt Spaß, Freunde. So machen diese Geschichtendecks Spaß, wenn man halt wirklich diese Karten spielen kann. Und demzufolge auch ein bisschen andere Strategien und so hat. Interessant, dass ich wirklich Klaus Hermos auch von der Hand aus spielen kann, aber Timius eigentlich nicht. Ja, mal gucken, was haben wir jetzt alles? Magischer Zeit haben wir. Okay. Timaeus, der Schicksalsritter. Legendärer Ritter Timaeus, Kritias und Hermos. Das war so ein krasses Viech. Ich will gerne mal rufen. Oh, ist schwarzes Drachenlicht. Alter, was haben wir denn alles in Decke? Spiegelkraftdrachen, was kann das Kritias Spezialbeschwörung. Ah, fuck. Passt alles hin, was ich so auf der Hand habe. Scheiße. Okay, warte mal. Klaus Hermos kann ich schon mal spielen. Habe ich ihn irgendwie... Ja, der hier, war. Hermos Raketenkanone. Ja, aber er ist zu schwach, der Gute. Der Gute ist ein bisschen zu schwach. Okay, ich spiele erstmal Beta. Abwarten, was noch so kommt. Spiegelkraft Drache würde ich schon gerne spielen, der wäre geil. Aber natürlich würde ich auch gerne den legendären Ritter. Was? Der hat so ein schwaches Viech? Weißt du, ich denke mir so, was kommt jetzt von Darts und spielt dann 7farbigen Viech, wo ich mir denke, WTF? Hey, ich bin langsam am Arsch. Gut, dann spielen wir mal den noch. Die Karte verdeckt. Alter, ich habe 3 Drachen auf der Hand, aber nicht 3 verschiedene. Wie kann ich eigentlich die Krieger davon rufen? Boah, der hat speziell Zauberkarte dafür. Nee, lass mal, passt schon. Kann eh nicht zerstört werden. Weil... Das ist ziemlich praktisch insofern. Oh, Topfsack hier, dankeschön. Ja, by the way, legendär. Ernsthaft? Nein, ich glaub's nicht. Das normale Effektmonster. Oh, leck mich am Arsch. Wie soll ich denn das gewinnen? Oh, wenn Yugi das alles vollgestopft hat. Alter, legendäres Herrn, das Spezialbeschwörung beschworen werden. Ja, toll. Kann ich die eigentlich aus dem Deck rufen? Das wäre natürlich geil. Also habe ich ein kleines Problem. Ja, legendärer Ritter Kritias, ja, am Arsch, ey. Die Drachen selbst sind Zauberkarten, ja schön. Die Monster davon sind einfach Effektmonsterkarten. Was? Wenn diese Karte als Ziel für einen Angriff gewählt wird, du kannst eine Falle in deinem Friedhof wählen. Setz das gewählte Ziel. Es kann in diesem Spielzug deaktiviert werden. Ah, eine offene Fallenkarte setzen, okay. So. Was? Nein.
Ah, Moment. Du kannst einfach einen Friedhof wählen. Okay. Sorry, falsch verstanden. Mein Fehler. Ach du Scheibenkleister, wie soll denn das funktionieren, hey? Hä? Okay. Wo es natürlich einen Fisch hat, er ist natürlich... Alter, das ist eben, was ich ein bisschen befürchtet habe. Schattengräber. Hässliches Vieh. Ah, da kommt der Kritias, dankeschön. Also wenn jetzt alle 3 Drachen, wenn man so will, sogar manche ein bisschen mehrmals. Nicht schlecht. Ich kann theoretisch Spielkraftdrachen rufen. Ich könnte, glaube ich, als Hermos mit dem Elfenschwerkämpfer, der ausgebildeten Elfenschwerkämpfer, der keltische Wächter von mir aus kombinieren. Ein Ritter kann noch nichts machen. Also irgendwie 2 Möglichkeiten hätte ich. Schon mal gut zu kontern. Was wird er danach machen? Das ist ja fürchterlich ein anderes Thema. Und wie es hier weitergeht vor einem Duell gegen Darts, das sehen wir in der nächsten Folge wieder. Wie es weitergeht, zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist, Link Evolution. Bis dahin, ciao zusammen.